Geht's miteinander? Was ich so mache? Ja, ich bin Nachfolger. Das ist mein Rucksack. Seht ihr ihn? Man kann in dem Fall auch lässig tragen, oder, wenn man es so macht. Aber wisst ihr, jeder von euch hat so einen Rucksack. Bei mir sieht man ihn nicht einfach. Wollen wir mal schauen, was drin ist? Gern. Das Ding kann ich wieder abziehen. Ich habe ganz viele gute Sachen da drin. Und zwar hat es da ein paar Sachen. Das sind die Sachen, die in meinem Leben gelungen sind. Und wisst ihr, das sind gute Sachen. Hey. Jeder da, das sind die coolen Beispiele, wo man als Prediger einmal den Leuten so zuwirft, oder? Und wieder mal ein Beispiel macht. Jawohl, eins noch in die Nähe und ganz hinten. Jawohl, das sind Schokostängel, können Sie also essen und so. Hey, das sind die ganz, ganz coolen Sachen, die es so im Leben hinein gibt, oder? Wo man kann, ja, vielleicht sogar am Stammtisch, was ich, hey. Und so. Dann gibt es aber auch andere Sachen, die ich da noch mitgenommen habe, oder? Tada! Regenschutz braucht man immer. Was das ist, das sind die schwierigen Erlebnisse. Ja, die wehtun haben, wo man aber verarbeitet hat. Wo wieder, jetzt sind sie gut und jetzt nützen sie mir. Und sie helfen, dass Sachen abperlen, dass ich vielleicht drunter an meiner Seele trocken bleibe. Es macht mich stärker, es macht mich widerstandsfähiger. Das sind die Erlebnisse, coole Sachen. Dann haben wir da Landkarten. Die gibt es auch. Das sind die Sachen, die mir Wegweisung gegeben haben in meinem Leben hinein. Wo ich kann sagen, wow, ja, da geht es durch. Da habe ich etwas erlebt und das hat mir Wegweisung gegeben auf meinem Weg durch. Und das hat alles in meinem Rucksack drin. Das ist jetzt eine Deutschlandkarte. Wir gehen dort vielleicht mal in die Ferien. Sehr gute Erlebnisse. Hat alles in meinem Rucksack drin. Und dann, schaut mal, noch Schokostängel. Für die Steffi! Yes! Hey, und dann, was hat es denn da noch? Schaut mal da. Ein richtig gutes Seil. Und ich muss wirklich sagen, ich bewundere die das Seil auf hohe Berge auftragen. Das war das Schwerste mit dem ganzen Rucksack. Und das Seil, das ist Weisheit. Das ist die Weisheit, die von Gott kommt, die ich aus seinem Wort für mein Leben nehmen kann. Aber es ist auch die Weisheit, die von Menschen kommt. Weisheit gibt es auch von guten Menschen, die eben die Erfahrungen gemacht haben, mir das weitergeben. Und das gibt Halt in meinem Leben. Mit dem kann ich mich sichern. Das kann ich da mit dem einen Ende zum Beispiel, wir sind ja unterwegs im Himmel, können wir da am Himmel anbinden und dann dort dran raufgehen und weitergehen. Und das sind ganz gute Sachen von der Weisheit im Leben. Sehr cool, hä? Und so gehen wir doch durchs Leben und das ist schön und das hat jeder von uns. Aber, oder gleichzeitig, dann ist es nicht so. Gleichzeitig habe ich hier ein Fach. Und da hat es Steine drin. Ich habe jetzt extra eine kleine genommen. Das Seil ist schon genug schwer, oder? Und das sind die Steine. Das sind die unverarbeiteten Sachen. Das sind die Sachen. Wer will? Nein. Das sind unverarbeitete Sachen, und da haben wir selber genug, oder? Das wollen wir doch nicht. Das sind die Sachen, die wir heute miteinander anschauen. Das sind die Sachen, die zu so Regenschutz werden, wie wir sie jetzt haben. Und wir sind im Thema drin, frei oder entfesselt von der Vergangenheit. Das ist das, was wir miteinander heute anschauen. Und so ein Lebensrucksack, da hat so viele Sachen drin. Da hat so viel Freude und Sachen, Verlust aber auch, Vergebung, Annahme und, oder? Und da gehen wir rein und so wollen wir ein entfesseltes Leben haben. Und zwar soll genau diese Sachen uns den Rucksack nicht mehr beschweren. Weil die anderen Sachen sind ja auch schon ein Gewicht, oder? Und so ist der Titel von der Serie, die wir hier haben, entfesselt Leben, der geht da drin, ein versöhntes, fruchtbringend und sinnerfülltes Leben im Heute.
Wisst ihr, wenn ich so geschliffene Sätze höre und die vielleicht in einem Buch lese oder in einer Predigtserie oder in einem Konzept, dann denke ich immer, das glaubst du doch selber nicht. Oder? Das ist doch alles so ein bisschen, come on. Das ist doch viel zu einfach und viel zu schön und so wird es doch gar nicht, oder? Es tönt dann so nach einer Hauruck-Übung, jetzt da musst du und so und dann geht es besser und Zeug und Sachen. Und ich sage euch, ich bin so froh um den zweiten Satz in der Zielsetzung von dieser Serie. Wir wollen dorthin, heisst es, aber dann kommt es Pünktli, im Wissen, dass wir die vollständige Erfüllung dieser Erwartung erst im Himmel haben. Und das finde ich ist das Coole, was über dieser Serie steht. Ja, wir wollen entfesselt leben und wissen aber ganz genau, dass die Erfüllung von all dem im Himmel ist. Und so gehen wir dorthin und Stück für Stück lassen wir uns entfesseln. Stück für Stück laufen wir ins Licht hinein und durch das, dass wir ins Licht hineinlaufen, werden die Fesseln von uns abfallen. Werden wir freier werden, entfesselter werden und entfesseln können im Heute-Leben. Und wenn wir da auf dem Weg sind von dieser Serie, wir geben euch nicht das Wissen oder nicht das Hauruck und ich bete einmal für alle und ihr seid jetzt frei, sondern wir geben euch Gewohnheiten mit. Wir geben euch ein Stück weit Weisheit mit in dieser Serie, wo da für dich ein Seil werden könnte. Auf dem Weg in die Freiheit hinein, in dem Weg, auf dem entfesselten Leben mit Sinn und frei für im Heute zu leben. Und um das geht es in dem Ganzen hinein. Euch mitzunehmen auf einen lebenslangen Prozess. Und ganz cool war, heute Morgen bin ich da draussen gehockt, dort in diesen schwarzen Stühlen, und dann sagt jemand so, ja, das ist ja gar nichts Neues, oder? Aber wenn man es eben lebt, dann ist es sau schwierig. Dann bin ich voll dran, dann tue ich mich konzentrieren drauf und gehe da, oder? Und genau das ist der Punkt. Ich habe dann gesagt, ja, das, was wir predigen, ist eigentlich das alltägliche Leben vom Christsein. Das ist gar nichts Neues, das kennen ihr alle. Wir ermutigen euch einfach wieder in den Weg oder in den Zug einzusteigen, in den Prozess einzusteigen und sagen, jawohl, wir gehen einen Schritt mehr, als ich gestern war oder als vor einem Jahr, weil es sind schon längere Schritte, und dass ich entfesselt und frei kann werden. Und frei und gesunden Umgang mit meinen Zielverfehlungen zu haben. Das haben wir das letzte Mal gehabt, dass das ein gesund wird. Nicht, es gibt keine mehr und ich bete einmal, sondern nein, dass wir Schritt für Schritt in diesen Prozess einsteigen können, meine Zielverfehlungen zu erkennen, umzukehren, zu Gott zu gehen, weiterzugehen. Und dem sagt man dann eben, das ist ein neues Leben. Und gell, es hat niemand gesagt, es ist einfach. Einfach, dass wir uns auf dem gleichen Nenner bewegen. Und so möchte ich euch willkommen heißen in einem neuen Leben hinein. In einem Leben, das entfesselt ist. Und da ganz ein bekannter Vers, der das aussagt, steht heute über dieser Predigt. Das steht im 2. Korinther und heißt: Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wow, das ist ein cooler Vers. Und ich denke dann immer, das glaubst du ja selber nicht. Ja, heisst das jetzt, wird uns der Vers sagen, dass ich quasi mich umkehre zu Jesus Christus und dann hingehe und vielleicht bringe ich ja den ganzen Rucksack, quasi auch, da könnte ich die Predigt schon fertig machen, oder? Zum Kreuz bringen und Amen. Und dann ist alles neu. Dann sind die 30 Jahre, also ich habe ein bisschen mehr, aber das ist ja gleich, die 30 Jahre, die ich erlebt habe auf dieser Erde mit Freude, Leid, mit Glück, mit Unglück, mit Sachen, wo ich die schuld war, nicht, wo ich selber verbockt habe, ist das einfach jetzt weg? Prägt mich das jetzt nicht mehr aus meiner Vergangenheit? Nein. Oder sagen wir es so, selten ist das der Fall. Süchte bleiben meistens. Auch wenn du den Lebensrucksack zu Jesus gebracht hast, wenn du die Vergebung von Jesus angenommen hast, wenn du sagst, ja, ich will dem Jesus nachfolgen. Meistens bleiben die. Meistens bleiben auch meine schlechten Gewohnheiten. Meine Unterhosen liegen immer noch überall verstreut. Die sind nicht einfach weg. Das sind Socken, sorry. Oder? Das ist immer noch das Gleiche. Und gleichzeitig gibt es es manchmal eben schon. Ich kenne mindestens jemanden, der nach einem Gebet frei geworden ist von seiner Heroinsucht und es bis heute noch ist. Ein kleines Gebet. Cool.
Aber es ist halt nicht die Regel. Es sind so die Wunder, wo man sagt, wow, das Stück Himmel, wo wir darauf ausgerichtet sind, das hat er schon auf dieser Erde erlebt. Wow. Oder? Und das kann er dann nehmen, ist vielleicht ein Regenschutz oder ist etwas von dem Seil, von dieser Weisheit, von diesem Erlebnis, das er vielleicht auch verteilen kann. Das ist so eine Sache. Und die sind super und die begrüßen wir und wünschen uns die ganz fest. Aber sonst, meistens triggern dich immer noch die Sachen von der Vergangenheit und so weiter. Der Zuspruch von dem Vers, etwas Neues hat angefangen, der geht viel mehr in die Richtung, dass unsere Vergangenheit unsere Zukunft nicht mehr prägen darf. Und zwar nicht auf dieser Welt im Sinn von mit deinen Leuten rundherum, sondern vor Gott. Und das ist das Entscheidende, wie Gott über dich denkt. Was bei Gott neu ist wirklich neu. Und ob wir es jetzt genau gerade sehen oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Der Vers sagt, hey, du bist mit Gott jetzt neu unterwegs. Etwas Neues hat angefangen, du hast eine neue Zielrichtung bekommen. Du gehörst zu einem neuen Reich. Du gehörst nicht mehr zum Reich der Finsternis, sondern du gehörst zum Reich vom Licht. Alle Trennungen, alle Mauern zwischen Gott und dir sind abgefallen. Du kannst jederzeit mit ihm connecten. Jederzeit. Und er ist da für dich, egal ob du durch Stürme durchgehst, egal ob du Fehler machst oder Zielverfehlungen hast, wo du noch voll drin bist in diesen Gewohnheiten von der Vergangenheit oder nicht. Gott sagt, ich liebe dich. Du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn, du gehörst zu meinem Reich und ich komme mit dir durch dick und dünn und geht durchs finstere Tal. Du bist bei mir. Das ist neu geworden, absolut neu. Und das gilt jeden Morgen ein Stück weit in diesem Prozess wieder mir zu sagen. Egal wie mein Leben jetzt gerade ist, meine Gefühle jetzt gerade sind, Jesus ist da. Und es gibt einen Martin. Der Martin, der arbeitet in einer Firma. Und das ist ein cleverer Typ, der hat die Firma nämlich um sehr viel Geld betrogen. Er hat im Finanzwesen von dieser Firma gearbeitet und hat wirklich jeden Monat also ein bisschen was abzweigt. Ein schlauer Typ. Und dann, irgendwann lernt er Jesus kennen und kehrt um. Und der Heilige Geist überführt ihn und er merkt, ja, ich habe jetzt eine neue Ausrichtung, irgendwie passt das nicht mehr so mit dem. Also irgendwie, Er nimmt sich das vor und sagt, ich gehe zu der Firmenleitung, ich sage ihnen, so und so viel Geld habe ich mache einen Antrag, weißt, wenn ich das zurückzahlen und erzählen von Jesus und bin ein Zeugnis und hat das gemacht. Die Firma hat ihn verklagt und er ist 7 Jahre ins Gefängnis. Versteht ihr? Die Vergangenheit ist immer noch da, die ist nicht mit einem Gebet ausgelöscht. Und der Pastor, der das Buch schreibt, wo das Beispiel daraus ist, wo ich jetzt am Lesen bin, der hat gesagt, und ich schreibe ihm immer. Und wisst ihr, mit was, dass alle Briefe, die er aus dem Gefängnis schreibt, aufhören? Jetzt muss ich gerade spicken. Bringst du das Slide? Genau. Seine Gnade genügt. Liebe Grüße, Martin. Seine Gnade genügt. Weil Gott lässt sich nicht mehr von dieser Vergangenheit bedingseln, abhalten, dabei mit den Zellen zu sein. Nein, seine Gnade genügt. Und er ist mit ihm in dieser Zellen hinein. Und er trägt ihn durch 7 Jahre, wo er im Knast hocken muss. Allein seine Gnade genügt. Und er hat das begriffen. Es ist ein göttlicher Tausch, der passiert ist. Deine Zukunft wird nicht mehr von dem prägt von Gott, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Seine Liebe ist trotzdem da. Egal, etwas Neues hat angefangen. Und Gott gibt uns täglich die Chance, das anzunehmen. Die Chance anzunehmen. Jawohl, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, jawohl, ich gehöre zu Gott, auch wenn ich gestern noch gestritten habe oder irgendwelche Zielverfehlungen in meinem Leben drin sind. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Und so kann ich dir sagen, kehr um. Kehr immer wieder um. Komm in den Prozess hin und ich weiß, es ist nichts Neues. Aber wir strecken uns aus nach dem. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel. Ich hocke immer noch im Knast. Aber seine Gnade genügt. Aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt. Ich habe abgeschlossen mit meinem Betrügerlichsein. Ich habe abgeschlossen mit diesen Sachen.
und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir, in den Himmel hinein. Dort geht es hin. Oder? Und schaut, ich habe ein neues Armbändchen gekauft. Und das hat einen Totenkopf da. Ein Pastor mit Totenkopf. Oh, Mann, Elias. Weißt du, was mich der erinnert? Ich bin der Sünde gestorben. Jedes Mal, wenn ich surfe, habe ich ihn da. Und ich bin allem gestorben. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt könnte ich mal schlecht über jemanden, oder? Oder so in die Neigung reinkomme, so Stammtisch, nach einem Gläschen Wein. Ja, ich weiss, der ist so ein bisschen. Ich bin der Sünde gestorben. Etwas Neues hat angefangen. Und ich strecke mich aus nach dem, was noch kommt. Im Himmel. Und dort haben wir es dann. Und jetzt gehen wir in diesen Prozess hinein. Und so kann ich euch sagen, hey, willkommen auf dem Weg von der Entfesselung von der Vergangenheit. Jetzt gehen wir dem Stück, das ist jetzt alles nur Einleitung gewesen, oder? Wir gehen drauf los, oder? Und streben, ja, das wissen ihr ja alles, oder? Mehr oder weniger, oder? Wir streben nach einem entfesselten Leben von Zielverfehlung. Wir streben, ja, vielleicht auch ein bisschen, oder? Nach einem entfesselten Leben von der Vergangenheit. Und das machen wir heute, diesen Sonntag, und auch ein Stück weit nächsten Sonntag. Da werden wir 2 Sonntage in die Richtung gehen. Ich weiss nur noch nicht, was ich dann... Vielleicht ist es auch Wiederholung, ich halte zweimal das Gleiche vielleicht, aber nein. Wir wollen entfesselt von der Vergangenheit sein. Und wir wollen frei werden, dich zu sein. Dass du dich kannst sein. Frei von all dem. Dich selber zu sein. Zu wissen, wo dein Platz ist, wo du hingehörst. Und ich kann euch sagen, ich mache ja so eine Seelsorgerausbildung, oder? Und dann ködern sie einem, also nein, sie machen das anders, oder? Sie sagen, ja, du als Berater, wenn du die du musst heil sein. Also das heisst nicht eben, so wie ich es jetzt gesagt habe, nicht, dass alles perfekt ist, aber du musst wissen, wo deine Triggerpunkte sind. Du kommst auch in ein Beratungsgespräch in die Lehranalyse. Heisst das schön? Lehranalyse, oder? Wir schauen das an. Dann denke ich, gut, oder? Dann gehe ich dort hin. Dort haben wir Sachen herausgefunden. Die letzte Sitzung war es wirklich gar ein bisschen der Hammer gewesen. Wirklich Sachen aus meinem Leben raus, aus meiner Herkunftsfamilie und Sachen, wo ich muss sagen, wow, zum Glück. Ich meine, weißt du, was mein Hauptgedanke ist? Jetzt bist du dann bald 50 und erst jetzt checkst du es. Wie hätte mein Leben doch ausgesehen, wenn ich das gewusst hätte schon mit 30? Aber mit 30 sind vielleicht andere Sachen dran gewesen. Aber jetzt merke ich wieder, hey, es ist so wichtig, frei zu werden. Mich selber zu sein, zu wissen, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre, was meine Aufgaben sind, wo meine Talente sind. Und dann frei im Heute und Jetzt zu leben, das streben wir an. Das ist das, was uns euch so ein bisschen mitnehmen soll in dieser Serie, wo ihr Werkzeuge bekommen könnt, um das zu machen. Und es ist wirklich so, es ist nicht ein Ritual, ein einmaliges, nicht ein einmaliges Gebet, sondern wir gehen miteinander als Kirche auf den Weg. Und dann sind wir eine entfesselte Kirche. Wenn jeder von uns weiß, wo sein Platz ist, daheim ist im Leben in der Kirche. Wow, wie geht das ab? Und ganz wichtig, liebe Leute, Schritt für Schritt, es geht nicht darum, perfekt zu werden. Das haben ihr hoffentlich alle begriffen. Und alle Perfektionisten unter euch sagen jetzt mal Amen. Ja. Du, da jetzt noch viel, hä? Ja, genau. Amen. Es geht nicht darum, im christlichen Glauben geht es nicht darum, perfekt zu sein oder irgendwelche Regeln einzuhalten. Um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dran zu bleiben. Was sagt der Paulus zu diesem Thema? Der haut mich manchmal immer wieder in die Pfanne, wenn ich das lese. Denke, nein, oder der ist so gut gewesen. Und was sagt er? Er ist da irgendwie mal richtig ehrlich zu uns und er sagt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wow, wie ehrlich ist er da? Wow. Und wie gut kann ich dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Du bist in guter Gesellschaft. Der die, ich sage jetzt mal, das halbe Neue Testament oder noch mehr geschrieben hat, ist auch in diesem Kampf drin. Und natürlich macht er so viel Richtiges. Und wenn ich das lese, dann drückt es mich manchmal im Boden und denke, was hat der alles erreicht? Wo ist der einfach konsequent im Gefängnis, Lobpreis und oder da bin ich ja noch lange nicht. Aber das nehme ich alles auf. Aber jetzt besonders in dem hinein, er hat immer, obwohl er genau da am Kämpfen ist wie du und ich, hat er nie aufgegeben. Er hat gar nie aufgegeben, seinen täglichen Weg mit Jesus zu gehen.
Er hat nie aufgegeben, täglich zu glauben, dass er ein Teil ist vom Reich Gottes. Und dort, wo ich bin, ist Reich Gottes. Und es ist so, dass jetzt da Gottes Gegenwart bei dir ist, in dir hinein wohnt. In dir ist Vollmacht, in dir ist Salbung, weil Heiliger Geist in dir wohnt. Wo du Ja gesagt hast zu Jesus Christus, ist das passiert. Täglich zu glauben, Gott ist mit dir. Täglich Gott zu suchen und auf ihn zu hören. Weil sein Reden ist nahe bei dir, weil er in dir wohnt durch den Heiligen Geist. Und in dem eifere ich Paulus nach. In dem Prozess, in dem er drin ist. Und so wenn wir die Vergangenheit zum Segen nutzen. So wenn wir genau aus unseren vergangenen Steinen, die wir hier haben, wenn wir so Seile machen oder Regenschütze oder es sind Karten für unser Leben, die uns weiterbringt. Die Frage an dich und an mich ist eigentlich ganz eine einfache. Willst du dich immer noch unbewusst von den Steinen in deinem Rucksack im Heute beeinflussen lassen? Oder willst du dich von der Zukunft von Jesus Christus, die er dir gegeben hat, beeinflussen lassen? Das ist deine Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Ich schaue alle Sachen an. Du darfst deine Entscheidung natürlich selber fällen. Aber du kommst nicht drum herum. Es gibt vieles aus deiner Vergangenheit, das dich prägt, im Heute noch. Wenn dich etwas triggert, unter anderem, hat fast nichts gemacht. Nur ein Satz, wo du irgendwo her und der triggert dich dann. Und es gibt viele Sachen, die uns triggern, die uns in unserer Vergangenheit, Zukunft beeinflussen. Und ich tue nur in 2 Kategorien, ein bisschen einfach, damit ich auch selber daraus komme, tue ich das unterscheiden. Oder? Und zwar, die eine Kategorie ist die guten, alten Zeiten. Oder? Das ist die erste Kategorie aus meiner Vergangenheit. Und da gibt es so ich habe einen Bibelvers rausgekramt, aus dem Jesaja, für die guten alten Zeiten. Oder? Doch ich sage euch, spricht der Herr, würde ich jetzt da sagen, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Und das sind die guten alten Zeiten. Oder? Früher war es so gut. Weißt du, da war die Kirche noch im Dorf. Da war die Kirche nicht laut, sondern da jetzt noch, oder da ist noch das Evangelium predigt worden. Früher war alles besser. Und die Wirtschaft, ich sage euch, früher hat die gebrannt und wir haben Geld verdient. Früher war es so gut. Aber machen wir vielleicht Zeiten von früher zu Sachen, die es gar nicht waren? Hat es nicht in diesen Zeiten auch schlechte Sachen gegeben, die wir jetzt einfach glorifizieren? Und wisst ihr, was der zweite Teil von dem Vers ist? Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Und darum die Generation, oder? Die Predigt über die Generation, oder? Ich meine, ein Boomer, oder? Wo immer treu da war. Und dann plötzlich kommen die Generation X, die sagen, ja du, Work-Life-Balance, oder? Ich kann nicht immer kommen und so, muss da ein bisschen auf mich schauen, oder? Und so weiter, oder? Und dann denken, nein, früher war doch alles besser gewesen, oder? Und wir Xler, wenn jetzt die Weiss kommen, oder? Denken, nein, wie könnte ich nur? Früher war doch alles besser gewesen. Aber es fängt immer wieder etwas Neues an, meine Damen und Herren. Brüder und Schwestern, es fängt etwas Neues an. Gott macht immer wieder etwas Neues, Schritt für Schritt. Und so wenn wir nicht an diesen Sachen hängen, die so gut sind. Und wirklich, weißt, gute Sachen sind gute Sachen. Aber sie sind die Erinnerung. Sie sind vergangen. Es kommt etwas Neues. Ich will gar nichts sagen gegen die guten Sachen. Ich habe sogar ein sehr gutes Beispiel für gute Sachen. Oder? Weil das Beste in meinem Leben, nebst meiner Frau und der GVC, war Aitutaki. Und schaut mal das Bild an. Das bin ich dort und da unten sind wir mit dem Herrenfliegen und so, oder? Es ist eine Sensation, ich sage es euch. Das ist der beste, das war mein 40. Geburtstag. Also ich habe gerade eine Woche gefeiert dort auf dem Insel. Man ist so in einer Viertelstunde, ist man rundum, oder? Und da hast du deine Ruhe. Und überhaupt, es war eine Weltreise. Was mache ich da eigentlich, da oben? Miriam, hörst du mich? Können wir nicht packen, wenn ich heimkomme und dann gehen wir wieder. Es war so viel schöner dort. Und weißt du, was will ich denn da noch, oder? Nein, wir hängen nicht an den alten Zeiten. Weil die guten alten Zeiten können uns zum Teil so zurückhalten von dem Neuen, was Gott tun hat. Und ein anderes Beispiel, ich habe Steven und Jael, die haben ja Zwillinge bekommen. Das sind die, die mit dem grossen Karren da rumschieben in der Kirche. Und wir haben ihnen eine Karte geschenkt. Und auf dieser Karte steht, es ist alles nur eine Phase. Oder?
die Eltern tun sich ja mit dem trösten, oder? So, das ist jetzt die Nein-Phase, oder? So, und das ist die Zahnphase und das ist jetzt die Trotzphase. Und wenn du jemanden siehst, Eltern, und sie ist am Jammern, dann sagst du, das ist nur eine Phase. Dann hast du schon mal gewonnen, oder? Und dann denkst du, das schreiben wir auf die Karten. Und es ist aber so in deinem Leben. Du, weißt, es ist nicht nur bei den Kindern so, sondern du bist einfach älter und es ist alles eine Phase. Und ich sage noch, ich hatte eine sensationelle Phase im Modellbau. Ich habe es geliebt und es war vor der Weltreise. Wir sind mit Kollegen eine eigene Rennbahn gebaut, alles so richtig groß auf so einem Acker, die haben wir dann auch lassen, mit einem Turm. Und wir haben gekerlt und gekerlt und gekerlt, wirklich. Und dann die Grossen, die Krassen, die Schnellen, «This is not a toy», steht da mal drauf, oder? Weil die sind etwa einen 80er gelaufen und dann, weißt du, Rennen überholt und tack, der andere wieder raus. Es war so eine coole Zeit. Und dann hocke ich da rein und denke, hey, das ist vorbei. Also nach der Weltreise, Pastor da rein geworden, dann hocke ich da. Und dann hat Steffi, du hast so eine coole Predigt gehabt, weißt, über das sind alle, es war eine Phase, oder? Irgendwie im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, wo sie da war, mit dem Joni natürlich. Und dann predigt sie, es ist einfach alles nur eine Phase. Und in dem Moment ist mir klar geworden, die Phase vom Modellbau ist vorbei. Und sie kommt auch nicht mehr. Also es ist eine gute Predigt, ich konnte es einordnen. Das hat mir so geholfen, ich habe Steffi angestaunt und gedacht, so weise, oder? Und habe dann meine Dinge abhaken. Und genauso tue ich Aitutaki abhaken. Das sind Vergangenheitssachen, die ich lerne. Die sind schön gewesen. Die sind wirklich schön gewesen. Und ich habe auch Fotos. Und es war schön gewesen. Aber ich will mich ausstrecken nach dem Neuen, wo Jesus will tun. Ich will mich ausstrecken nach dem Himmel. Und ich vergesse alles, was hinter mir ist. Natürlich sind es gute Memories gewesen, aber wir gehen für sie. Wir gehen auf das hin, was Jesus mit dir noch tun wird. Dort, wo Jesus dir die Vollmacht gibt, in diesen Gesprächen, wenn ich erlebe, was der Heilige Geist noch für Werk für mich vorbereitet hat, um dort drin hineingehen. Und so gehe ich in eine glorreiche Zukunft. Und auch du. Geil. Und jetzt kommen die schweren alten Zeiten. Ich habe nur 2 Kategorien, die guten und die schweren alten Zeiten. Das sind die Zeiten, wo Erlebnisse drin sind, die du lieber nicht erleben willst. Das sind die, wo du Angst erlebt hast, Angst ausgelöst bekommst, Panik, Schwermut, Schwieriges, wo deine Seele abdrückt, wo du schier das Gefühl hast, zu sterben innerlich. Vielleicht auch äußerlich, mit einem Unfall oder so etwas. Oder? Das sind die Erlebnisse, die dich niederdrücken, die du in deinem Leben hast. Wahrscheinlich, wir leben ja nicht im Himmel, darum hat das wahrscheinlich jeder von uns, wo in deiner Familie passiert sind oder was du als Kind erlebt hast und so weiter. Aber auch diese Erlebnisse sollen nicht mehr unsere Zukunft beeinflussen, unbewusst. Genau diese Sachen wollen wir ja auch aufnehmen und anschauen. Und erst wenn es vom Unbewussten irgendwie ein Sichtbare kommt, dann merke ich ja, aha, da sind so Sachen. Aha, dann kann man es auch anschauen. Und das ist so wichtig. Ich möchte euch hier ein Beispiel machen von vorletzter Woche. Da habe ich Miriam zum Frauenarzt begleitet. Und ich muss euch da sagen, die einen wissen schon, wir haben ja keine Kinder und die sind alle gestorben im Bauch hinein. Wo sie noch ganz klein waren, Herztöne hat es gehabt, aber nachher ist es nicht weitergegangen. Und das ein paar Mal. Und das ist meine Vergangenheit. Das waren meine Jahre vom Bibern und Bangen zwischen 25 und 35. So. Und jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, 45, 47, und bin dann in das Frauenarzt-Ding reingekommen, weil ich Miriam mal begleitet habe, hingefahren, retour und so weiter. Und dann stehe ich in dem Wartezimmer. Es schmeckt genau gleich. Es ist so, wie ein Déjà-vu gewesen. Ich habe genau gewusst, und dann sind die Gefühle so von unten raufgekommen. Dann weisst du genau, hey, jetzt triggert es dich. Jetzt kommt es, und du stehst plötzlich in einer schwarzen Wolke dort drin. Und es ist einfach so. Aber ich bin nicht ausgeliefert gewesen. Wisst ihr warum? Weil ich genau die Situation angeschaut habe. Weil ich genau die Situation mit jemandem besprochen habe. Und zwar ist das der dreieinige Gott. Und ich habe es auch mit Menschen besprochen. Und habe das verarbeiten. Und das ist gegangen und ich konnte ein Gebet sprechen. Ich habe einen Ausweg gefunden. Ich habe Türen genommen, die in den Himmel geht, in die Zukunft hinein. Und habe gesagt, Jesus, du weißt, es ist vorbei. Das kann mich nicht mehr beeinflussen. Und langsam, ich sage genau langsam, ich will jetzt da nicht der Hero, oder? Aber langsam sind die Gefühle auch wieder runter. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt lenke ich mich ab. Und dann hat es
Ich weiss nicht, wieso es bei Frauenarzt kein Männerheftchen hat. Oder? Das ist nicht gegangen, oder? Da bin ich in dem hinein und habe das machen. Und genau so sollen die schweren Sachen im Leben besprochen werden. Und das geht ganz praktisch in einem Gespräch mit Gott. In einem Gespräch mit Gott. Kannst du ihm bitte alle Fragen, die du hast im Leben, zurufen? Kannst du ihm bitte all deinen Schmerz über diese Erlebnis zuspielen? Und ihm mal klar sagen, was du da empfindest. Kannst du all deine Verzweiflungen, all deine Sehnsucht, kannst du ihm sagen, bitte? Kannst du in eine offene, ehrliche Diskussion hineinkommen? Wir sind doch da untereinander, Brüder und Schwestern. Wir müssen doch uns keine Maske vorlegen. So. Und Gott schon gar nicht. So, mir geht's gut, ja super, gell? Nein, alles tipptopp. Nein, wir gehen ehrlich zu unserem Vater im Verborgenen, in die Stille hin und sagen, hey, schau mal da. Schau mal da. Und ich habe Fragen, lieber Herr Jesus. Du mich liebender Gott, wo ist da? Wo bist du da gewesen? Was ist denn das? Und dann bringst du deine Wut zum Vater. Deine Verzweiflung bringst du zu ihm und sagst ehrlich. Weil ich will dich fragen, wohin willst du sonst gehen? Wenn du mit dem ganzen Geschrei, mit dem ganzen Schmerz über diese vergangenen, schweren Sachen nicht kannst zu Gott gehen. Bei ihm finden wir Hilfe, sagt sein Wort. Und dort, wo wir ehrlich zu Gott kommen, die Maske abziehen, ich sage euch, dort kommt das Himmelreich oben runter. Und du merkst plötzlich, ich bin in diesem Reich hinein. Und ich habe so einen Augenblick gehabt, genau in dieser Zeit, um die 35 herum, wo ich bin immer im Wald. Wald hat ja eine spannende Wirkung und darum ist das noch gut. Dann bin ich dort auf so einem Baumstrunk gehockt und ich habe alles Gott hergekotzt. Und ich bin ehrlich gewesen. Und in dieser Ehrlichkeit ist das, was er liebt. Wenn wir ehrlich, und er hält es im Fall aus. Er kickt dich nicht weg und denkt, ja, du hättest mal ein bisschen anständiger da und so, oder? Nein, den ganzen Schmerz will er ja hören, weil er ja dein Vater ist. Und du als Vater oder als Mutter, wenn deine Tochter kommt oder dein Sohn, dann sagst du, Mann, jetzt, ich meine, was ist das für ein Spruch? Ein Indianer hat keinen Schmerz, nimm dich mal zusammen. So ist Gott nicht. Der sagt, ja, komm zu mir, komm auf den Schoß und ich will mit dir den Weg gehen. Und ich kenne doch alles, oder? Und dann nimmt die Distanz zu Gott ab und sein Himmelreich kommt nach und dort in dem Wald, auf dem Strunk, und das war wochenweise, gell? Ich habe dort nicht gearbeitet, ich hatte dort eine Auszeit gehabt und bin so auf einem Bauernhof für die Entspannung einfach ein bisschen tun. Also es war ein Schmerz und es war eine Not gewesen. Und am Nachmittag bin ich einmal in den Wald und habe geschraubt und gehüllt und gemacht. Oder vielleicht muss man sich auch Zeit nehmen für das. Das musst du wissen, wie du das machst. Ich habe es so gemacht. Und dann ist mir Gott begegnet. Oder das Himmelreich näher gekommen. Und wieder habe ich gemerkt, ich bin in bester Gesellschaft. Lesen wir mal den Habakuk. Lesen wir mal den Hiob. Der Habakuk im ersten Kapitel bringt er wirklich gerade, das sind nur 3 zum Lesen, ist also easy, könnt ihr nächste Woche mal machen. Im ersten Kapitel bringt er die schwierigsten Fragen zu Gott. Warum, wieso und überhaupt und. Und beim Hiob genau das Gleiche. Und soll ich euch sagen, beide, wie ich, haben keine Antwort bekommen auf meine Fragen. Nein, haben sie nicht. Aber sie haben eine Begegnung mit dem dreieinigen Schöpfer Gott. Der ist ihnen begegnet, in ihrer Vollmacht. Und es gibt so die 2 Verse, oder? Seid still und erkennt, ich bin Gott. In dieser Stille, in dem Wald, habe ich das erlebt. Und der Hiob hat es so erlebt und der Habakuk hat es auch so erlebt. Und dann bist du an diesem Punkt. Und die Begegnung mit Gott und das Leben mit Gott, darum ist es ja so wichtig, dass er dabei ist in dem ganzen Prozess, in den wir jetzt gehen. Das ist das Einzige, was dir hilft, mit dem Schmerz umzugehen. Und dass es mit der Zeit heil wird. Und dann werden aus so Steinen eben Regenschütze oder Weisheiten oder Wegweisungen für dein Leben. Mit offenen Fragen trotzdem heil sein. Das ist das, was Christen die Möglichkeit haben. Und darum, wenn wir doch nicht die Türen zumachen, die uns den Weg hingibt, dann
wir doch den Glauben nicht wegwerfen, tun wir doch da nicht Türen zutun, sondern gehen hin zum Sohn, zum Vater und zum Heiligen Geist und sagen, hey, mit dir will ich dort hingehen. Und so ist das Gespräch mit Gott, das Heilung bringt. Und auf der anderen Seite gibt es das Gespräch mit Menschen, das Heilung bringt. Wo man zusammensitzt und diesen Fragen auf den Grund geht. Und vielleicht ist es auch gut, in einem vertrauten Verhältnis zu heulen. Und auf den Punkt zu gehen. Und zu merken, daher kommt der Schmerz. Genau daher kommt der Schmerz. Und dann vielleicht zusammen zu beten und zu sagen, Jesus, da siehst du den Schmerz. Vielleicht brauchst du auch Wegweisung in dem hinein. Und vielleicht hilft es dir, mit jemandem zu reden und alles in Worte zu fassen. Jemandem mal das zu sagen, was für ein Schmerz da drin ist. Und ich sage, ich bin in dieser Sitzung gehockt mit dieser Dame und die hat mich einfach gefragt. Und dann irgendwann ist es ich konnte losheulen, weil ich so etwas Schweres in meinem Leben herausgefunden habe. So emotional war. Und genau das ist heilig. Ich konnte es ja, es ist sichtbar, es ist so. Ich kann es benennen, genau so. Und manchmal brauchen wir Menschen, die uns auf diesem Weg helfen. Und dann versteht man zusammen, woher es ist. Und man leidet zusammen und man hat jemanden, das sind ja Vertrauenspersonen, die mit dir in den Schmerz und in die Sehnsucht, in die verbrochenen Wünsche oder reinkommen. Und es hilft dann, loszulassen. Und das Zweite auf diesem Prozess zu sein, das hilft, loszulassen und heil zu werden oder zu vergeben. Weil das sind die Sachen, die Heilung bringen. Loslassen, vergeben. Ich weiss nicht, wie deine Vergangenheit aussieht. Ob alles Paletti war, super Sache. Ob sehr viel Schiefes gelaufen ist. Ich weiss nicht, ob du selber die Schuld bist an der Misere. Könnte es ja geben manchmal. Vielleicht sind andere die Schuld an deiner Misere oder an diesen Augenblicken, die schwer waren. Aber diese Predigtserie und gerade im Speziellen diese Predigt soll dir Mut geben, die Sachen, deine Vergangenheit ins Auge zu nehmen und zu schauen und da auf den Weg von der Freiheit mit Gott zu gehen. Auf den Weg von der Freiheit mit Jesus Christus, dass wir Gefangene können frei werden von unserer Vergangenheit, uns da aufmachen können. Und es gibt im Fall so gute Gebetshäuser oder Häuser von der Stille, wo du Gott kannst suchen, wenn du sagst, ja, Seelsorger, das mache ich allein mit Gott. Ja, super, mach das. Es gibt so gut, in Amden gibt es ein Haus von der Stille, da in Dings, sind irgendwie 10 Minuten da, bei Turpental oben dran, gibt es so ein gutes Haus von der Stille. Und das hat eine Krypta, die ist totenstill, ich sage es euch. Und dann kannst du dort rein, es hat nur eine Kerze und eine Bibel. Und dort kannst du im Fall toben, willst du, es gehört dir niemand. Ausser dein Herr, der mit dir in dieser Stille drin ist. Und das ist so etwas Schönes. Nutz das. Nutz das. Hören wir uns auf, uns abzulenken über diese Sachen. Sondern gehen her und nutz das. Und dann kannst du mit dem Gott deine Vergangenheit durchbuchstabieren. Da. Und das andere ist, es gibt so gute Seelsorger, Berater, Psychologen, die dir helfen können auf diesem Weg. Wo man gut reden kann, wo man sicher reingehen kann. Und ich will euch jetzt sagen, verschieb es nicht. Wenn da etwas anspricht in deinem Herz, verschieb es nicht. Mach einen Termin ab, buche ein Wochenende dort, gang hin und sag, jetzt google mal irgendwie eine Seelsorge. Mach das. Schieben wir es nicht raus, weil wir wollen doch auf den Weg von der Freiheit gehen. Heute ist die Zeit, jetzt, wenn er seine Stimme hört, frei zu werden. Und dann kommt Jesus und wer Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Aber in diesen Prozess hinein wollen wir doch miteinander gehen. Und dann wollen wir da oben Zeugnis erzählen, hey, ich bin frei geworden von dem. Wow. Und vielleicht ist ein erster Schritt, den du machen willst, sagen, hey, also ich brauche ein Gebet, wenigstens mal so. Dann haben wir ein Gebetsteam. Da hinten raus, im weißen Raum, auch hinten in der Lounge steht. Wo wir hingehen können und einfach mal sagen, hey ja, bet für mich. Und das sind Menschen, die Weisheit haben. Weil sie leben auch in dieser Gegenwart mit Gott. Und da ist Weisheit und Vollmacht rum und Salbung. Und sie beten über dir. Dass du Kraft und Mut bekommst, den nächsten Schritt auf diesem Weg zu machen. Da will ich dich auch ermutigen dazu. Und will noch beten zum Schluss. Und ich bitte euch aufzustehen, nachher geht es in Worship rein. Jesus Christus, wow.
Wow, wir können frei werden von unserer Vergangenheit. Danke, Jesus, bist du da. In diesem Schmerz, in dieser Verzweiflung, in diesen Wünschen. Du bist jetzt da und wir können dir das hergeben. Jesus, wir können es dir geben. Und ich will dir Danke sagen, dass schon so viele Menschen heil geworden sind und dass sie als Zeugnis gelten, dass es möglich ist, dass du befreist, dass du Heilung bringst für eine Zukunft, für ein entfesseltes Leben im Hier und Jetzt. Ich danke dir dafür. Und du siehst jeden, der da ist und auch jetzt die Worship-Zeit. Und ich bitte, heute, wenn wir seine Stimme hören, mit Zögern nicht. Geht auf dich zu, macht Sachen fest. Lasst für euch beten. Danke, Jesus, dass du uns segnest. Amen.